Du könntest ganz Atlantis retten. Der König Schnurtelpomp hat mir schon von dem Riesenkraken erzählt, der eure Zugangsschleuse besetzt. Aber wie soll ich mit meinen bescheidenen Mitteln, wie soll ich sagen, also ich verstand nicht, ich meine, wenn ihr in der Lage seid, die hochtechnischen Anlagen tief unter Wasser zu bauen, dann werdet ihr doch wohl einen Kraken loswerden, der euch bedroht. Ihr habt doch sicher Unterwasserkanonen oder Lasergeschosse. Wir Aquanauten lehnen jede Art von Gewalt grundsätzlich ab. Dem Schwur sind wir seit Jahrtausenden, seit wir uns von der gewalttätigen Erde zurückgezogen haben, treu geblieben. Wir werden eher sterben, wieder den Schwur zu brechen. Wir nicht. Aber was sollen wir gegen das Monster ausrichten? Sogar wenn ihr das Ungeheuer könntet vernichten, würdet wir euch's nicht erlauben. Weil, wenn ihr in unserem Namen Gewalt anwendet, so dass die Krakenkreatur zu Tod könnte, würde es doch für uns aufs Gleiche rauslaufen. Ihr wäret dann nur unser Werkzeug, unsere Waffe. Wir würden uns schuldig machen. Vielleicht ist der Krak nur eine Prüfung vom Schicksal. Wir werden die Prüfung bestehen und unserem Lebensprinzip treu bleiben. Aber du, wissende Schamanin, glaub bitte nicht, dass wir gern sterben. Wenn es einen Ausgang, eine Pforte gäbe, wo du unser Volk durchführen könntest und so vor dem Untergang bewahren würdest. Der Lili schwirrt den Kopf. Sie weiss, oberstes Gebot der Orpheusstege in die Unterwelt ist: nimm kein Lebewesen mit zurück in deine Welt. Nie und nimmer. Was würde auch aus diesen friedfertigen Geschöpfen werden, wenn die Lili sie zu den Menschen brächte? Sie würden im Zoo oder Fernsehen zur Schau gestellt, in Talkshows zur Belustigung vorgeführt und... Eine schreckliche Vorstellung. Ich kann euch auch nicht helfen. Wenn ich mir den Kraken doch nur einmal anschauen könnte. Vielleicht hätte ich eine Idee, wie er zu vertreiben wäre. Warum probierst du denn nicht? Ihr überschätzt meine Möglichkeiten. Da aussen ist doch alles unter Wasser. Da, kau die Perle. Die Frau mit der sanften Stimme streckt der Lili eine walnussgrosse blaue Kugel entgegen. Dankeschön. Für was ist die? Die schützt dich vor dem grossen Wasserdruck und spendet dir Sauerstoff. Und damit dir nichts passiert, leihe ich dir den Avantilos, mein Seepferd, aus. Es ist das tüchtigste Seepferd vom Bermuda-Dreieck und trägt dich im Notfall tornadoschnell aus jeder Gefahr. Aber wenn wir die Schleusen öffnen, schwimmt sie samt dem Avantilos, dem Kraken, direkt ins riesige Maul. Sie müsste durch ihre geheime Pforten raus und dann durchs Wasser wieder zu uns vordringen, um dem Kraken in den Rücken zu fallen.